Zdravo Mario, milosti. Santa Maria, Madre de Dios. Aus der ganzen Welt sind diese Menschen angereist. Schon seit vielen Stunden harren sie aus. Denn heute soll die Mutter Gottes wieder erscheinen, so wie jeden Monat hier in Medjugorje. Mirjana ist die Frau, mit der Maria angeblich sprechen wird, jetzt gleich mitten zwischen den Menschen. Salve Regina, Mater Misericordiae. Direkt nach der Erscheinung übermittelt die sogenannte Seherin die Botschaft. Liebe Kinder, mit mütterlicher Liebe komme ich, um euch zu helfen, mehr Liebe zu haben, und das bedeutet mehr Glauben. Ich komme, um euch zu helfen, die Worte meines Sohnes mit Liebe zu leben, damit die Welt eine andere sein werde. Mirjana ist einer von 6 Menschen in Medjugorje, die angeben, dass ihnen die Mutter Gottes regelmäßig erscheint. Auch Jakov gehört zu ihnen. Er aber macht seine Erscheinungen nicht öffentlich. Für ihn erwächst daraus vielmehr eine humanitäre Aufgabe. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Jugendlichen aus dem Dorf leitet er ein Hilfsprojekt. Sie stellen armen Familien Nahrungsmittel zur Verfügung. Es hat mich zwar erfüllt, Zeugnis abzulegen vor den Pilgern. Das habe ich für Gott und die Mutter Gottes getan. Aber mir ist klar geworden, dass Zeugnis ablegen nicht nur bedeutet, rauszugehen und zu sprechen, sondern das größte Zeugnis ablegen bedeutet, es auch in Taten zu tun. Und was gibt es Schöneres, als Menschen zu helfen, die bedürftig sind? Auf einem Berg beginnen die Erscheinungen 1981. Die 6 damals jugendlichen Seher erleben sie zunächst gemeinsam und jeden Tag. Trotz massiver Repressalien von Seiten der kommunistischen Regierung wird das unscheinbare Dorf schnell zu einem Magneten für Tausende von Pilgern. Heute ist Medjugorje mit rund 1,5 Millionen Besuchern im Jahr einer der bedeutendsten Marienwallfahrtsorte der Welt. Ein Großteil der Menschen lebt inzwischen davon. Läden und Hotels reihen sich aneinander, die Wirtschaft blüht. Dennoch, bis heute hat der Vatikan die angeblichen Erscheinungen nicht anerkannt. Maria sei keine Oberpostbeamtin, die täglich Botschaften schicke, so Papst Franziskus. Er will die Sache nun geklärt wissen. Ein Sondergesandter soll erneut überprüfen, was in Medjugorje vor sich geht, was die Pilger dort wirklich erleben. Soweit mir bekannt ist, ist es die Regel der römisch-katholischen Kirche, dass sie erstmal alles prüft, bevor sie eine endgültige Anerkennung ausspricht. Das Problem, was jetzt sich stellt mit Medjugorje, dass der Vatikan gar nicht alles geprüft haben kann, weil wir immer noch neue Geschehnisse haben und neue Botschaften haben. Vikica Dodik übersetzt die Marienbotschaften ins Deutsche und seit 30 Jahren koordiniert und leitet sie die zahlreichen Pilgergruppen. Der Arbeitsaufwand ist enorm. Die Menschen aber, die sie betreut, kommen oft mit existenziellen Nöten, Fragen und Bitten hierher. Ich habe zu Maria gebetet, mir zu helfen, mein linkes Bein zu heilen. Ich hatte Polio. Our mother have a cancer. Unsere Mutter hat Krebs und ein Leben, das wir sehr lieben. Unsere Mutter wird uns verlassen. Our mother is live. Für die Gläubigen wird es vermutlich keine Rolle spielen, ob der Vatikan die wundersamen Erscheinungen anerkennt oder nicht. Sie erleben hier die Nähe zu ihrer Mutter Gottes und diese innere Erfahrung wird durch eine Entscheidung von offizieller Seite wohl kaum beeinflusst werden können.